So, herzlich willkommen. Heute ist Freitag. Ich bin kurz vor der Abfahrt nach Alzenau. Für alle Ungebildeten, Alzenau ist in der Nähe von Frankfurt. Ja, ich habe schon gepackt. Ja? Mein Zeug ist am Stecker. Hier ist quasi schon alles tutto completo bereit. Die Ware ist auch drin. Da ist voll. Kommen nachher noch ein paar Brötler rein und dann kann es losgehen, wenn meine liebe Vanessa kommt. Das Event, wo wir sind, ist Street Food Festival Alzenau. Waren wir die letzten 2 Jahre schon richtig geil. Ein coole Aussteller. Waren die letzten 2 Jahre leer. Jetzt nehmen wir natürlich wieder ein bisschen mehr mit und hoffen, dass wir wieder leer gehen. Sind wir mal gespannt. Jetzt ist eine neue Location. Irgendwie an der Burg. Bin mal gespannt. Und ja, es ist die nächsten 2 Tage. Also Samstag, Sonntag. Jetzt ist heute Freitag. Jetzt stellt euch die Frage, warum fahren wir jetzt schon los? Weil wir morgen unglaublich früh dort sein müssten. Ja, dann macht es einfach Sinn, gemütlich jetzt loszufahren und dafür dann morgen früh nicht ganz so den Stress zu haben. Ne? Jetzt können wir noch mal schön so ein bisschen rumgucken, wo noch die anderen sind. Ah, guck, hier, der Flo. Mir begrüßt YouTube. Hey YouTube, servus. Ihr seid YouTube, hier, Kinders. Ne? Aber vielleicht kann ich YouTube sagen, wie lange die Spülmaschine eigentlich noch so braucht, bis sie mal heiß ist. Ja, aber dauert jetzt schon so 20 Minuten. Oh, das ist viel. Das Problem bei diesen YouTube-Leuten ist ja so allgemein ein bisschen das Problem, dass die mit ihren Antworten immer so lange brauchen. Ja, das kann es ja auch nicht zeigen. Ja, ich finde immer, ihr braucht so lang. Aufbauchaos beim Streetfood-Markt, ja, wenn alle zeitgleich rein und raus wollen. Deswegen habe ich gestern schon aufgebaut. Ich habe gerade mal bis gestern Abend schon alles gestellt, sodass ich ganz entspannt heute hier nur noch mein Zeug warm machen muss und ja, und einfach auch jetzt schon bereit bin. Jetzt schon fertig. Ich muss nur noch Maultäschler rein und läuft. Tolle Location hier, muss man sagen. Alzenau, echt geil, weil, schaut mal, traumhaft, ne? Das da ist auch ziemlich cool. Frank Food, ne? Ja, ihr blickt's, ne? Frank Food. Frank Food. Bin sehr gespannt, was die machen. Ja, wir sind gespannt. Wetter passt, ne? Das sieht halt echt geil aus, muss man sagen. Also ich muss heute auf jeden Fall noch einige geile Bilder schießen von der Location. Und ja, sind wir gespannt, was passiert hier in Alzenau. So, jetzt habe ich euch mal hier reingehängt. Vanessa ist auch mit am Start. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Maultäschler, leckere Maultäschler. Ja, wir sind jetzt kurz, bevor es losgeht. Eigentlich 11 Uhr. Gegenüber von uns der Tauburger ist auch schon bereit. Der brutzelt schon ganz ordentlich. Wir sind gespannt. Und Fantas sind auch mit am Start. Wichtig ist ja, wenn man als Schwabe irgendwo außerhalb ist, dann muss bei uns musikmäßig, finde ich, dann immer MC Brutal laufen oder Fantas. Mit Fantas sind wir auch ganz weit vorne dabei. Wir hatten das letztes Jahr hier, dass die Leute gefeiert haben und getanzt haben auf Fanta-Musik. Wir sind gespannt, was dieses Jahr passiert. Wenn es passiert, werden wir es auf jeden Fall filmen. Maultäschler, leckere Maultäschler. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Bei uns gibt es lecker Maultäschler. Maultaschen im Laugenbrötchen mit Speck, Zwiebel, Bratensauce. Hammergeiles Teil. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich gebe dir jetzt gleich mal die Arbeitsanweisung noch mit. Ne? Schön zusammendrücken und im Päckchen lassen. Wie in anderen Lebenssituationen auch. Ja? Nicht das Maultäschler die Küche abhaut. Sonst gibt es eine Sauerei. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und wenn der Reinfleisch nicht ausflippt, ganz ruhig bleiben. Maultäschler, leckere Maultäschler. Herzlich willkommen. Manchmal läuft es auch nicht so gut, ne? Wenn man da ist Megafon, dann springen sie plötzlich davon. Aber manchmal läuft es auch gut. So, wenn man hier direkt rausläuft, wenn wir da rauslaufen, dann laufen wir direkt auf den Stand von HelloFresh. Gute Ideen, einfach und gekocht. Also, und die hier
die Truppe hier, also die sind die ganze Zeit am Essen. Guten Tag. Ja, wir sind die ganze Zeit erklär, Maultasch, ja richtig. Erklär mal unseren Menschen, was ihr so macht. Also stell dir vor, das wäre dein Kunde, der da steht und sagt, was machst du? Das kriege ich hin. Also wir verschicken Kochboxen. Das heißt, bei uns gibt es Rezepte im Internet. Kochboxen. Boxen, genau. Bei uns gibt es Rezepte im Internet. Ja, guck mal, ja, jetzt. Und dann kommen die Zutaten in der Menge, die man braucht, nach Hause geliefert und man muss nur noch selbst kochen. In so einer wunderschönen Box kommt das dann. Aber das heißt, ich muss mich quasi im Vorher entscheiden, welches Gericht ich kochen will und dann kommen da entsprechend die Zutaten. Genau, du hast immer 10 Gerichte zur Auswahl jede Woche. Du kannst da 3 bis 5 auswählen, je nachdem welche Boxgröße du gerne hättest. Und was haben wir gerade zur Auswahl? Das kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Aber ja, aber du hast ja hier was dabei, ne? Genau, wir haben jetzt mach hier, doch mal Beispiele. Wir haben jetzt hier Beispiele. Man braucht ja hier auch ein bisschen bisschen diesen cremigen Kartoffel-Hähnchen-Eintopf. Spanische Kartoffeltortilla, das ist jetzt eine Idee des Monats, die gibt es immer einen ganzen Monat lang. Der Rest wechselt wöchentlich. Mediterraner Gnocchi-Auflauf. Und wer ist eure Zielgruppe? Also für wen ist das jetzt was? Das ist ja jetzt nicht für jedermann was. Ne? Weil generell eine Hausfrau sagt ja hier Gnocchis mit Tomatensauce, das mache ich selber, da bin ich viel schneller und viel besser dabei. Nicht viel kochen und denken, sie würden gerne anfangen zu kochen, aber nicht so den Einstieg packen, zu wissen, was sie einkaufen müssen, was für Gerichte es gibt, was man kochen kann. Also das heißt, faule Menschen? Nein. Sagen wir nicht faul. Also einkaufen tue ich auch nicht gern, also absolut nicht. Ne? Also meine Frau, die geht beim Einkaufen im Kaufland oder Rewe, geht die einfach shoppen. Ja, also die geht nicht hin und sagt, ich kaufe jetzt das, was wir brauchen, Milch, Cornflakes, egal was, ne? Sondern die sagt, das könnte man, das und das. Also das ist ja für mich auch immer maximal anstrengend. Wie lange braucht das, wenn ich das jetzt heute bestelle? Wann kommt das dann? Es ist so ausgelegt, dass man wöchentlich eine Box bekommen würde. Deswegen kann man sich immer einen Liefertermin aussuchen. Dann kriegt also so abomäßig quasi, dass man jede Woche, dann kriegt man immer ein Gericht oder mehrere Gerichte? Immer 3 bis 5 Gerichte, je nachdem welche Box man hat. Das geht auch von 2 bis 4 Personen. So, jetzt eure Homepage heißt? Genau, hellofresh.de. Ja, das ist relativ einfach. Svenny bitte unten einblenden. hellofresh.de. Ja, ich zeige nochmal den Stand, falls ihr es auch mal seht. Da könnt ihr auch mal live hier so. Es sind nicht nur er, sondern da sind gleich 3 da. So, mal ein kleines Zwischenresümee. Ich will gerade aufs Klo, und ich dachte, da kann ich doch jetzt auch mal geschwind. Ja, jetzt wird es so langsam beleuchtet hier. Ja, es ist voll geworden. Tagsüber hat so vor sich hin geplätschert und dann irgendwann so, ich glaube zwischen 6 und 7, um 7 oder sowas, ist es richtig abgegangen. Jetzt ist 8, kurz nach 8. Man sieht überall Schlangen. Wir haben mal wieder unser Problem, wir sind zu schnell. Ja, man muss irgendwie langsam sein, dann ist es irgendwie cooler. Weil dann sind immer Schlangen da, ja. Und wenn ihr euch das mal so anguckt. Aber ihr seht es hinter mir. Und vor uns auch richtig was los. Das ist natürlich nur die halbe Miete. Weil nur ein Tag was los hilft uns natürlich noch nicht. Das heißt, wir brauchen auch den morgigen Tag noch. So, jetzt bin ich gerade mal so ein bisschen rumgelaufen. Jetzt ist ja Sonntag. Im Übrigen hier wieder. Die Boot. Ja, hier ist überall. Es sind ja im Endeffekt so ein bisschen wie 2 Plätze. Ne? Da ist auch überall ganz gut besucht. Überall so ein bisschen Schlangen. Ne? Nicht extrem, aber so ein bisschen. Ne? Der Heiko im Übrigen hier. Trüffel und Beef. Das ist auch richtig geil. Nur mal geschwind zum Heiko. Da vielleicht mal geschwind reinhorchen. Heiko, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Alzenau, Food and Roll, wir lieben euch alle. Maultaschen, Schnitzel, Rösterei. Also wenn ihr euer nächstes Maultaschen-Catering bestellt, könnt ihr ein paar Schnitzel dazu bestellen. Weil der Heiko macht das mega geil, nämlich hier Crispy Chicken mit Parmesan und Kraut und es ist hier mit Trüffel. Ich habe Maultaschen-Jungs abgeguckt, weil die so cool sind. Ja. Schöne T-Shirts haben wir noch nicht, aber dafür können wir kochen. Aber früher hattet ihr aber so schöne Hemden. Was ist mit denen passiert? Ja.
Wirst du jetzt auch älter, oder? Wir haben uns gedacht, das mit dem Zirkus, das reicht jetzt dann langsam. Wir konzentrieren uns auf schönes Essen, auf sensationelles. Machen wir da so ein Trüffelpommes aufs Bild drauf. Ja, guck mal, Trüffelpommes, Hammer. Das ist der Hammer, das ist richtig geil mit einer geilen Trüffelsoße. Was ist das für eine Soße? Ne? Mit halt Trüffelschnitzel gibt es Trüffelsoße und beim Crispy Chicken gibt es Knoblauchsoße und beim Knusperschnitzel könnt ihr euch aussuchen Knoblauch, Cocktail oder Sesam-Chili. Krautsalat, frische Gurken, Tomaten, Basilikum, einziger Traum. Da kann man sich reinlegen bei ihm. Bei der Maultasche im Video sein. Also er ist eigentlich immer dabei, ne? Wenn er da ist. Er ist richtig geil. Ich freue mich immer, wenn der Heiko dabei ist, weil es einfach echt lecker ist und weil es einfach echt was Besonderes ist.